Ich glaube, dass einfach so eine große Vielfalt da ist und so viel Abwechslung. Also man macht selten den gleichen Zug oder hat selten irgendwie gleiche Griffe oder so. Es ist immer Abwechslung dabei und man sieht immer neue Sachen. Man braucht den ganzen Körper dann auch dazu, also es muss alles irgendwie abgestimmt sein. Ja, und das dann einfach alles zusammenzusetzen, auch mit dem Mentalen und ja, dass das am Ende alles zusammenspielt, dass man dann vielleicht der Route hochkommt, das reizt wieder so ziemlich drauf. Klettern ist Martinas große Leidenschaft. Und sie ist so gut darin, dass es weltweit kaum jemanden gibt, der so viele schwere Sportkletterrouten schafft wie die 19-Jährige aus Böbing in Oberbayern. Heute soll eine weitere Tour dazukommen. Martina ist zusammen mit ihrem Freund Kevin unterwegs zu einem Felsen in ihrem Heimklettergebiet in Kochel. Das ist ein Wanderstück. Ja, heute schauen wir mal an die Rocky-Wand. Und da habe ich mir gestern so eine kleine Kombi ausgecheckt. Also ob schon ein paar Teile kennt. Und genau, das ist Streifenlicht. Und schaue ich halt mal rein, wie es so läuft. Ich war zwar mit meinen Eltern schon, von dem ich klar war, auch irgendwie in die Berge immer mit unterwegs, weil die selber immer so auf in den Bergen sind. Also mein Papa auch viel Berglaufen und Skitourenmäßig. Und genau, die haben mir und meinen Bruder eigentlich immer schon mitgenommen, seit wir laufen haben können. So. Aber dann bin ich hauptsächlich erstmal Ski gefahren. Das hat mir besonders gut gefallen. Und bis zum Alter so von 15. Bin auch da war Skirennen gefahren und so. Und ja, habe das eigentlich schon ziemlich oft gemacht, wahrscheinlich auch so 5-mal die Woche oder so. Und dann habe ich eigentlich mal mit 16 so auf Rennen zum Klettern mitgenommen. Erstmal nur bei mir daheim. Das war wie so ein kleines Boulderkammer. Und da war ich mal gewesen und dann ziemlich schnell auch immer die Felsen so daheim ein bisschen mitgenommen. Und das hat mir eigentlich von Anfang an gleich voll gefallen dann. Weil ich mir so gedacht habe, ja, da wird es nie langweilig. Also es gibt so viel, was man da lernen kann, so viele Orte und Touren, die man sehen kann. Und dann also man lernt so viel dabei, also auch über sich selber dann und ja. Martina begeisterte sich für den Sport und für den Lifestyle, der mit ihm verbunden ist. Freiheit, Reisen, Neues entdecken. Klettern, klettern und noch mehr klettern. Rasend schnell wurde Martina zu einer der besten Sportkletterinnen der Welt. Der vorläufige Höhepunkt gelang ihr im April im spanischen Oliana. Sie schaffte es, die Route Josita zu durchsteigen. Eine Tour im glatten 11. Schwierigkeitsgrad. Es fühlt sich nur so unreal an, weil man hat vielleicht schon mal so den Gedanken gehabt, vielleicht irgendwann im Leben wäre es schon mal cool, den Grat zum Klettern. Das war so an dem Tag, dass ich eigentlich mich ziemlich platt gefühlt habe und ja, erst eigentlich so überlegt habe, ob ich überhaupt klettern soll und ich mich so gar nicht so nach Schwerklettern gefühlt habe, also dass ich jetzt irgendwie voll wo reißen kann. So. Und dann habe ich mir gedacht, weil die anderen Touren dann auch gerade ein bisschen belegt waren, dann gehe ich da einfach mal rein und dann habe ich schon so ein gutes Gefühl gehabt, aber dann oben, ich weiß nicht, da habe ich glaube ich noch so viele Kräfte dann mobilisieren können als davor. Weil man dachte, wenn ich jetzt halt nach 50 Meter fliege, das wäre schon ziemlich schade. Und dann ist es ja, ziemlich solide gegangen dann oben noch. Und ja, also freuen wir sich natürlich schon erstmal so voll, aber man realisiert nicht so wirklich, dass man die Tour jetzt klettert. Also richtig realisieren wird man das, glaube ich, erst Tage oder Wochen später, dass man es wirklich klettert ist. Das Streiflicht, die Route in Kochel, die Martina heute probieren will, ist fast, aber nicht ganz so schwer wie Josita. Gehst du mit links auf Schulter oder wie gehst du da rein? Den Block links unten und dann freut sich auf die Leiste. Ich mach's komplett anders. Und dann kannst du so klammern mit den Füßen auf so einen Schultergriff, dann Fuß hoch und dann einen weiter und dann oben. Wie lösen andere Kletterer die kniffligen Stellen einer Tour? Der Austausch mit ihren Freunden ist Martina genauso wichtig wie das Klettern selbst. Ich finde, auch draußen hat man irgendwie mehr Freiheiten. Also wenn man jetzt mehr ins Hallenklettern denkt, da würde man ja logischerweise dann vielleicht auch Richtung wettkampfmäßig irgendwie was machen. Und genau, draußen hat man halt einfach die Freiheit, dahin zu fahren, dahin zu gehen, wo man will und die Tour zu probieren, auf die man gerade Lust hat. Und ja, kann das einfach mehr selber entscheiden und das schätze ich da eigentlich auch mehr. Und trotzdem, in letzter Zeit ist Martina immer öfter auch in Kletterhallen anzutreffen. Obwohl sie so gut wie keine Wettkampferfahrung hatte, ist sie nämlich seit einiger Zeit Mitglied im Kletternationalkader. Alles gut? Ja. Ja. Was machen wir heute?
Ja, vielleicht haben wir ein paar Sprünge, oder? Das schaut man nicht. Ja, das erste Mal ist mir die Martina zufällig am Rottachberg so über den Weg gelaufen, habe ich sie mal gesehen. Da war ich nur kurz da und ich dachte so, okay, woher kommt sie, wer ist sie? Also es war super spannend. Und dann hat man natürlich über die Social Medias viel mitgekriegt. Und selbst also einer unserer Top-Athleten, der Jan Heuer, hat uns mal dann angerufen und mal darauf hingewiesen, wen es da denn so gibt und was die alles so an Routen macht. Das gibt es nicht oft, dass jemand in diesem Alter plötzlich so hervorsticht. Also im Wettkampf ist es einfach so, da kommt das Turnerische oder Parcours. Wir sagen ja immer ganz gern Parcours-Style. Gerade beim Bouldern hat man sehr viel Parcours-Style, wo man einfach mal Überläufe hart abfangen muss, schön die Balance finden. Man hat viel mehr Sprünge dabei, mehr großflächige Griffe, weniger kleine Leisten. Es ist einfach mehr Bewegung im Körper und man braucht auch mehr Körperspannung. Und da hat es sicher eben auch noch die Schwächen, also auf hohem Niveau zwar, aber die Schwächen, die gilt es jetzt auf jeden Fall anzugreifen. Das wird dir aber auch wiederum für den Face helfen. Dann haben wir den gelben genommen. Ja. Dann mit weiß den großen runden. Qualitäten sind erstens mal die riesen Motivation, die sie hat und den Spaß. Also es ist einfach sehr, sehr viel Spaß bei ihr dabei. Und dann hat sie natürlich diese unglaubliche Ausdauerkraft. Also sie kann ewig an kleinen Leisten im steilen Gelände sich festhalten und lässt einfach nicht los. Also der Kampfgeist, diese Physis, das ist so eigentlich, was sie ausmacht. Der Trainer glaubt an sie. Aber will Martina das überhaupt? Drinnen, an Plastik und Wettkampfklettern? Ja, momentan finde ich so die Abwechslung zwischen beiden, die haltet dann so die Motivation aufrecht. Weil dann freut man sich immer auf das andere wieder und schätzt es wieder mehr, wenn man das machen kann. Also insgesamt wird auf jeden Fall das Faceklettern immer an erster Stelle stehen. Zwischendurch reizt mir das Wettkampfklettern schon auch, weil da muss man halt wirklich am Punkt so performen und da muss wirklich auf den Moment passen. Perfekt passen muss es auch am Fels, wenn der Durchstieg eines richtig schweren Projekts gelingen soll. Am Tag zuvor hat Martina sich das Streiflicht zum ersten Mal angeschaut. Ist sie schon so weit, dass sie den Durchstieg schaffen kann? Lelli. Lelli. Die Schlüsselstelle kommt nach dem ersten Drittel der Tour. Martina schafft es noch nicht. In der Route, die man versucht zum Klettern, denkt man vielleicht erstmal, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, um da hoch zum Klettern. Aber wenn es eher an seinem eigenen Limit ist, dann muss man sich davor eine bestimmte Reihenfolge, wie man mit den Griffen und den Händen dann durchklettert, erstmal anschauen, wie es für einen dann am leichtesten geht, dass man am meisten Kraft eben sich sparen kann. Genau, da versuche ich mir eben eine gute Lösung auszuchecken, bevor ich dann einen Versuch mache. Dann locker. Ja. Stück für Stück versucht Martina, sich noch einmal ganz genau einzuprägen, wie sie jede Passage der Tour klettern will. Projektieren nennen Kletterer diesen Prozess, der fast so viel Spaß macht wie das Klettern selbst. Jetzt hänge ich gerade beim Schüttler und ja, dann kommt nur ziemlich kraftausdauernde Passage danach, würde ich sagen, aber ein richtig stehender Fels. Den Martina jetzt so gut kennt, dass der nächste Versuch hoffentlich funktioniert. Martina kennt jeden Griff der Tour. Doch geht der Plan dieses Mal auf? Und langt die Kraft noch für den Durchstieg? Also während die Kletter passiert, glaube ich, alles Mögliche.
Ganz viele Gedanken wechseln sie immer miteinander ab. Man versucht immer so die Gedanken, wo man dann denkt, ja okay, jetzt kann es vielleicht gehen, die versucht man dann immer so ein bisschen zu verdrängen, dass ich mir eben nicht zu viele Erwartungen schon mache, okay, jetzt bin ich vielleicht erst einmal über die schwere Stelle gekommen, jetzt darf ich keinen Fehler mehr machen. Ich versuche mir dann eher so ein bisschen so einzureden, wenn ich jetzt rausfliege, probiere ich es halt nochmal, dass ich trotzdem entspannt weiterklettern kann und dass ich so voll im Moment bleibe und trotzdem konzentriert bleibe bis zum Ende und so ein bisschen in dem Flow drin bleiben kann. Alle. Wow. Okay. Ja. Boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Boah, ich hab gedacht, ich fliege da bei dem ersten Zug in den wildesten. Ja. Den habe ich nämlich gestern fast nie hingekriegt. Also da, wo man so weit auf Schulter hoch muss. Aber das hat so gut gekommen gerade. Geil. Ich glaube, das wäre mir immer gefallen, so wie sie das anfühlt hat. Also könnte ich mir nichts Schöneres vorstellen in den nächsten Jahren. Danke fürs Anfeuern von sich. Jetzt hat ja wirklich alles perfekt funktioniert.